Wir haben da ja einen Torfsteg in Pietzmauer und im Frühjahr, wenn die Ackerei fertig war, meistens war das dann so Anfang Mai, dann ging das eine Weg nach Mauer zum Torf graben. Und dann wird das Geschirr, Schufkorden und Spaten und Forgen und so was wir auf dem Wagen laden und wir noch Mauer hinfeuert. Im Frühjahr, dann wollen die weg, aber noch ziemlich natt. Dann können die Pferde doch nicht abgehen. Dann wird das Geschirr für die Mauer abladen und dann wird das also schüffeln und all so was auf den Schufkorb packt und dann ging das auf Haut in die Mauer rein, noch einen Platz hin. Das war dann ungefähr noch so 600 Meter, wo wir dann unseren Torfsteg haben. Und wenn der Torfgraben dann losging, dann ging das da mit dem Rad hin. Und das waren von uns nach so 5 Kilometer ungefähr. Und das war dann mal so eine Weg. Dann ging das morgens, wenn das Vieh versorgt war, dann ging das los. Und dann gab es das Goldwasser Erden mit, meistens eine Milchsuppe und dann Brot und Botten und Wurst und gekochte Eier. Torfgraben war ja auch eine schwere Arbeit, muss man tüchtig was essen. Ja, und dann war das ja so, also Barben ab, da seid die sogenannte lose Torf, auf Hochdeutsch Weißtorf genannt. Das war also kein besonders wertvollen Torf, die war also ziemlich los so und gab nicht viel Hit ab. Und in die innerste Ecke, so ungefähr 1,20 Meter, das war die sogenannte Schwadetorf. Die war ja wesentlich besser, die gab dann aber was her. Aber das nützt ja nichts, die andere, die muss aber weg erst. Und dann wird so eine Ecke vernommen, da wird Baben erstmal die lose Torf aber abgraft. Das waren dann halt 2 Etagen, also die seid da ungefähr eine Mächtigkeit von 3 Meter. Oder Gaut noch, wo wir da graft haben. Und dann wird der erstmal in 2 Etagen abgraft. Also die oberste Schicht, die kann man dann ausstecken und dann gleich nach Baben legen. Und dann würde ich auf eine Schufkohl laden und so eine Ecke auf den Platz hinschaben. Und dann würde ich also in so einen Huben aufsetzen, also immer so 6 Soden, also kreuzwies oben an. Die wurden so ziemlich natt und matschig, hohe Huben kann man noch nicht von morgen, dann sackt er in sich zusammen. Und dann muss ich erstmal werden verdrügen. Ja, und wenn das dann innen an den Schwatten ging, da ging das dann in den Wader, da war ich auch Wader in der Kudel denn. Also die Afruhen so vom Baum, die würden all vorher durchgeschmerzen so. Und dann, von der obersten Schicht abtorf war, dann ging das also an die volle Wand, da ging das los, so wird Lockmock, bet noch innen. Und dann wird immer rund an rum graft, also bet an die Waderlinie ran. Da war ich auch Waderdruck durch, also wenn dann Schluss, das Wader durchbrechen, dann war das Schluss, dann bleib die letzte Torf da eben in. Und so wird dann immer vorsichtig Arbeit von hinten anfangen, immer bet an die Waderlinie ran. Und bei uns ist meistens nicht so furchtbar viel in bleiben. Dann Schluss, wenn das Wasser dann kommt, dann, naja, die Afruhen, die Hände heulen dann noch erst zurück. Das Geschirr, das wird dann einmal hochlegt, so auf die Bank rüber. Und hat dann bloß noch das Nötigste durch war. Und wenn das dann durchbrechen der, dann muss man schnell ruht. Und dann war Schluss. Dann, wenn ihr dann erstmal ben andrückt, war die Torf, dann würde ich nochmal umsetzen, also sogenannt ringelt hätte er den, würde in so eine runde Hupen setzen, also dann würde ja ben hatte, für nicht mehr so in sich da Hupen, würde in größere Hupen setzen und dann muss ich drügen. Und wenn das dann im Sommer so wie es war, ja die drüg war, dann ging er mit Peer und Wagen dahin und dann würde ich nach Hus feuert. Im Sommer meistens, den wollen die Weg so viel abdrückt, dass die Peer gehen können und dass man feuern können. Kann man dabei am Platz drauf feuern. Wie lange habt ihr mit Torf geheizt? 1962 habe ich das letzte Mal drauf gegraben. Paar Säckvoll sind noch auf dem Bahn. Also jetzt nur habe ich auch länger keinen mehr gebraucht.
Aber wir haben noch länger dann immer noch mal so einen Schweinschlacht und dann so tan Wostrügen, also da würden so in die Sausbein so ein gebröckelten Torf mit drin, und dann wenn ablagert wurde, da braucht man dann noch mal so ein paar Sodentau, ein paar Säckvoll sind noch warm, so. So ist nichts mehr da. Gut. Und jetzt ist hier nur sowieso Wolle vernässt, also die Abflüsse, die sind teilweise verstopft worden, die Wasserspiegel erheblich anhaben worden ist und die Überfuhrten von weg, die sind rutredden worden. Also ich weiß das noch, wo es Mauerwehren ist, aber kann es praktisch nicht mehr rückkommen. Also die Überfuhrten, die sind rutredden worden. Scheiße, nur weil sich nicht Mauer bilden. Böben, die da dann einmal wussten sind, die Gott wolle tot und sagte wolle in Mauer zusammen, so.